Grüß euch bei der Zirkzentrale. Heute schauen wir uns den Kini-Musi-Borischen an. Und zwar ist das ein Borischer, ein Stückerl von der Elke Margetich. Und im Trio wird es dann zum Singen, keine Sorge, ich singe nicht, aber Text ist auch auf dem Notenblatt mit dabei. Und den Text zum Singen hat der Ludwig Zellmer gemacht und den kennt ihr vielleicht vom YouTube-Kanal Kini-Musi. Deswegen ist das auch der Kini-Musi-Borische. Und es gibt noch eine Bewandtnis. Im Februar ist ja dann das Zirchseminar vom Ludwig, das Kini-Musi-Seminar am Ammersee. Und da ist ausgerufen, alle Teilnehmer, die das Stück spielen können, also das gelernt und geübt haben und das dann am Seminar irgendwann mal, wo es passt, halt vorspielen, die können dann vom Ludwig einen Schnaps ausgeben. Und deswegen machen wir jetzt natürlich gleich ein Lernvideo, dass jeder eine faire Chance hat, dass er sich da einen Schnaps da spielt. Jetzt fangen wir gleich von vorne an. Ich spiele den ersten Teil mal durch, dass wir den Ohr haben und dann schauen wir, was alles los ist. Schöner Borischer und ein paar interessante Bausteine drin und die eine oder andere Stelle werden wir vielleicht ein bisschen entschärfen, dass er wirklich jeder sich den Schnaps da spielen kann. So, los geht's mit. Man hört schon, ich sage immer, das ist der Waldhorn-Sound, weil wir haben quasi einen Übergang von Sechsten auf Terzen, 2-4 liegt, Druck, 2-3, dann 3-5, Gabelgriff wieder liegt, normal haben wir den immer auf Zug, aber diesmal auf Druck. Und dann ziehen wir 2-3 durch und dann können wir gleich mit der Tonleiter weiterspielen. Das kann man wirklich unabhängig von dem Stück mal üben, dass man das, weil das kommt öfters mal vor. So, geht's los mit dem Waldhorn-Sound als Auftakt. Ich ziehe jetzt gleich ein 2-3 durch nach dem Drehgriff, dass ich dann bei 2-4 liege, weil jetzt kommt unser sechsten Baustein mit großem Drehgriff, aber der Drehgriff kommt zweimal. Ja, kann man gerne ein 2-4, dass man nicht mit dem 5er da springen muss. Da müssen wir 2-4 die obere Sechste erspielen. So, nochmal beide. 2-3 liegt, einen Auftakt und dann springen wir rauf. Den Tonleiter hin und her. Ja, da kommt so hin und her von rechts, links, rechts, links. Ja, mit den schön die Fingerpaare trennen, dann ist da gar kein Problem. Und wenn ich schon in der Aufteilung bin, dann kann ich jetzt den 4-5, der danach kommt, kann der über 2-3 ein bisschen anschleifen. Oder mit Spaltstopp. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber bietet sich da an. Und für alle, die sagen, die Stelle mit der Tonleiter ist mir zu schnell, dann lassen wir einfach ein paar Noten raus und spulen einfach rechts, links und. Und wer sagt, oh, der Drehgriff, der da drin ist, habt ihr schon gesehen, nach unserem Kastal, kommt wieder dieser 2-5 eng beieinander, dieser verschränkte Drehgriff, kann man einen 5er weglassen und ja, bis sie schon mit den Zeigefinger los. Ja, einmal nur die erste Zeile und dann schauen wir weiter. Durch, geh mit 2-3. Sprung, hin und her, gern anschleifen. So, jetzt spielen wir von unten raus, Kastel rauf und runter. Nochmal. Dann gehen wir rauf in den sechsten Griff, da den 3-5 aktivieren. Ja, geht mit 2-5er. Aber vom Legato her ist schon schöner mit 3-5. Ja, und wer sagt, jetzt sind wir zu viele Noten von der Kraft, macht halt einfach. Geht da. So, jetzt kommt der nächste Baustein. Zweimal unseren Obergreinergriff. Ja. Wie soll ich sagen? Das ist ja eigentlich nichts anderes wie unser Nadelpolka Baustein. Dreistimmig, wo wir dreimal unseren Stempelgriff haben. Der erste kommt halt nicht dran, haben wir zweimal einen Stempel. Ja, Zielton kommt auch nicht dran, also die zwei. Und man kann ja gerne das Stück jederzeit einfach mit diesem 2-3-4, ja, aufgefüllten Nadelpolka-Griff, Stempelgriff, sagen wir mal, genauso spielen. Ja, und da gibt es eben die Variation, dass man den dreistimmigen Nadelpolka-Baustein, unseren einmal als zweiten Griff den Obergreinergriff. Ja, und so steht es an die Noten, so klingt es ein bisschen moderner. Ja,
Aber da muss man auch wieder dazu sagen, wer noch nie diesen Oberreiner Begleitungsbaustein gespielt hat, findet er, wenn er das üben möchte, natürlich auf Oberreiner Begleitung Blatt 1, auch Video und Erklärung dazu. Immer wenn man diese Begleitung mal ein bisschen trainiert und gespielt hat, dann findet man den Griff leicht. Ja? Wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, ist der natürlich ein bisschen schwieriger. Und für die, die es ganz vereinfacht haben wollen, machen einfach nur 3-5 und spielen einfach den sechsten. Ja, geht genauso. Oder 2-4 schräg, geht auch. Ja. Ja, in die Noten steht Oberreiner Griff, Stehgriff und Drehgriff, dreistimmig. Das heißt, der Dreier bleibt. Ja. Schauen wir die zweite Zeile nochmal an. Kastel rauf runter. In die sechsten G, 3-5 aktivieren. Ja, und dann gleich unseren Oberreinergriff. Druck. Wieder wie die erste. So, jetzt machen wir die Tonleiter nicht mehr auf Druck, sondern gehen wir auf Zug, auf die dritte Reihe. C-Bass muss mitgehen, also Schummeldruck, weil wir jetzt dann gleich unseren Drehgriff wieder brauchen und diesen Ton neben dem Gleichton auf die ersten Reihe. Den Klang gibt es halt bloß auf Zug. Deswegen legen wir mir gleich den ganzen Takt drüber auf die dritte Reihe, dass wir da schön den chromatischen Klang mit einmal können. Ja. Jetzt geht der Schneemann an rauf, hält man den Zeigefinger fest und dann links, rechts, tonleitermäßig einfach rüber mit 4-5. Horn wollen wir dann nachher zum Schneemann, aber 3-4 gehen nochmal dritte. Jetzt kommt wieder unser Oberreinergriff. Stempel, Horn, der letzte von unserem Baustein. Und auch da kann man wieder vereinfacht den sechsten spielen. Genau, das war der erste Teil. Spielen wir den zweiten Teil um, dass wir den Ohr haben. Ja, merkt schon, das ist ein bisschen einfacher, ein bisschen kürzer, den haben wir jetzt gleich. 3-4 auf Druck, Auftakt, 2x3-4. Gerade rüber zur zweiten Reihe, B-Bass mitnehmen. Warm. 3-5 liegt und der ist eh kurz gespielt. Können wir einfach mit demselben raufspringen, weil er eh kurz ist. Jetzt gehen wir auf Zug, 2-4, Nachbarreihe. Ich darf auch wieder 3-5 aktivieren. Ja, nochmal die Stelle. Und das ist ja statt Druck. Ja. Weil wenn wir es auf Druck spielen, müssen wir von der dritten Reihe. Kommen wir schon mal. Ist halt weit weg. Ist leichter, wenn man in dieser sechsten Lage, also Griffweise bleibt und dann einfach einen Bass wechselt. Und dann kommt dasselbe und wieder eine zweite Reihe. Ja. So, Auftakt wie gehabt. Und jetzt gehen wir nicht mehr in den sechsten, sondern machen schon eine Überleitung. Ja, kommen wir auch wieder mit 4-5 liegen bleiben und springen. Und jetzt weit drauf ins Kastel, 3-4 zu. Der ist ja nicht so schwer, den kriegen wir ganz leicht hin. Gut, dann kommt natürlich noch meine erste, weil wir können ja nicht von der zweiten Reihe rüber auf die dritte Reihe springen. Und dann sind wir schon im Trio, was zum Singen wird. Auch im dritten Teil, ich spiele den ersten Mal O und dann schauen wir, was alles passiert. Genau. Wenn der eine oder andere sagt, ich habe jetzt zum Glück für euch nicht mitgesungen, da ist ja eine Zeile zu viel gewesen. Weil das quasi die letzte Zeile, die angehängt wird, ist quasi wie ein Zwischenspiel, dass man dann vielleicht die Wiederholung, also dass man auch den Teil zweimal singen kann. Sprich, wir haben jetzt unsere Melodie und dann kommt nochmal
Taktik unser Zwischenspiel, dass wir nochmal das Trio wiederholen können. Gut, was haben wir alles drin als Bausteine? Wir brauchen unbedingt unseren normalen Sirtaki-Griff, sage ich mal, und zwar den 3-4, dritte Reihe Gleichton, vierte Finger. 3-4 liegt und dann mit 5 auf der ersten Reihe. Und wer halt den chromatischen Zusatzton da unten hat, den chromatischen, mit dem Daumen. Und das üben wir ja gern mal als, deswegen sagen wir mal Sirtaki-Übung dazu. Aber das wäre jetzt unsere Übung in den Drehgriffbereich. 2, 3, Drehgriff. Bauen wir jetzt noch den chromatischen, unseren Sirtaki-Griff ein. Ja, das kennen wir vielleicht vom Ganzjahr gemacht. Ja, und jetzt haben wir Auftakt, 2 Stiff. Jetzt gehen wir im 3-4 gleich an Abi, weil dann kann die Tonleiter wieder Mitte, rechts, links und Zug Abi. Und auch da wieder einen Auftakt spielen und gleich mit 2-3 an raufrutschen. Raus zum Gabelgriff, zweite Reihe. Jetzt machen wir einen chromatischen Durchgang. Nochmal den chromatischen auf die erste Reihe. Auftakt und Stiff und gleich wieder Zug. Sirtaki. Ja, einfach rübergespielt zur vierten Stufe, vierte Reihe. Dann gehen wir mit dem 3-4 an rauf. Rechts, links, Horn. Zug liegen wir. Der chromatische Klang ist in erster Linie auf der zweiten Reihe über dem Gleichton. Und wer jetzt eine versetzte Zirch hat oder 50er, hat dann da noch den zweiten chromatischen. Der kann den auch zweistimmig spielen. Genau, aber einstimmig geht's genauso. Auftakt Tonleiter, Mitte, links, rechts. Schluss. Und da ist jetzt der Text zu Ende und jetzt kommt unser Zwischenspiel. Da spielen wir einfach unsere Tonleiter rauf. Wir fangen mal an Diff an. Da den 2-3 durchreißen, links, rechts, rüber zur vierten Reihe und dann nehmen wir einen Basser mit, weil es eine vierte Stufe ist, und dann machen wir einen Hin- und Herschlenker. Ja, wichtig da wieder Fingerpaare aufteilen, 2, 3, 4, 5. Wieder Drehgriff, dreistimmig, Dreier bleibt links. Und wieder Obergeinergriff. Ja. Das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen entschärfen für die sagen, ich darf das schon gerne spielen, aber die Schlusszeile ist mir ein bisschen zu schwierig. Ja, jetzt haben wir unseren Schluss. Spielen wir easy. Ja, genauso geht. Wir spielen Tonleiter Lauf. Stemmbär, muss nicht Oberreiner sein. Ja, das war jetzt einmal eine einfache Version für das Zwischenspiel. Ja, ich glaube, haben wir alle Baustellen und Schwierigkeiten vom Kini-Musikbarschen besprochen. Dann können wir miteinander musizieren. Und ich wünsche euch viel Erfolg, wenn ihr euch dann am Seminar einen Schnaps da spielen wollt.